Ich bin nicht nur jung, ich bin nicht nur eine Frau, ich bin nicht nur verdammt gut aussehend, ich bin nicht nur Muslimin und Schweizerin und Autorin und Lehrerin, ich bin aufgeklärt. Und ich habe verstanden, dass meine Stimme auch zählt und ich bin laut, wenn es um deine und meine Rechte geht. Sie hat eine Entscheidung getroffen, die ihre berufliche Existenz zerstören könnte. Und sie hat die Konsequenzen bereits gezogen. Ich musste das Studium abbrechen. Sollen Lehrerinnen mit Kopftuch unterrichten dürfen? Das ist etwas, was ich nicht gut finde und was keinen Platz hat in der Schule. Das Kopftuch im Schulzimmer ist politisch unter Druck. SVP will Kopftücher an Schulen verbieten. Kopftuchverbot kommt nun auch in Zürich auf den Tisch. Keine Kopftücher an Schulen und Kindergärten. Wir reden mit jenen, die es betrifft. Ich missioniere nicht, nur weil ich das Kopftuch anhabe. Können Lehrerinnen mit Kopftuch neutral unterrichten? Ashwak Sharif ist 24 Jahre alt, in Tunesien geboren, in Basel aufgewachsen. Sie studiert Sprachwissenschaften und ist Lehrerin, Autorin und Slam-Poetin. Ich bin heute hier in Bern für einen Poetry Slam und ich bin mega aufgeregt, weil ich habe ganz coole Texte dabei und ich freue mich, sie auf die Bühne zu bringen. Poetry Slam, ein Wettbewerb mit selbstgeschriebenen Texten, die das Publikum bewertet. Ashwak Sharif tritt seit 3 Jahren mit ihren Texten auf der Bühne auf. Mit Kopftuch. Ja, also auf der Bühne bin ich immer noch ich. Wenn ich draußen bin ich immer noch ich. Also wird sich das gar nicht ändern. Also das Kopftuch hat nicht mit dem Ort zu tun, wenn ich bin. Mit ihr selbst habe das Kopftuch allerdings sehr viel zu tun. Mein Kopftuch ist für mich Teil meiner Religion und deswegen direkt connected. Und meine Religion ist für mich das A und O, muss ich ehrlich sagen. Das ist meine Säule in jedem Sturm, egal was in meinem Leben ist. Ich weiß, dass meine Religion mich immer grounded, immer für mich da ist und sie auch der Grund ist, warum ich überhaupt durchs Leben so gehen könnte. Ja. Dann geht's los. Und deine Pronomen? Sie. Mega schön sind ihr da. Herzlich willkommen da beim Wortreich Slam. Als Zweitletzte ist sie dran. Macht Lärm für euch! Ashwak Sharif! Wisst ihr, als ich ein Kind war, da sagte mir mal meine Mama, dass ich alles werden kann, was ich will, aber nichts werden muss. Sie lässt auch Fragen nach einem Kopftuchverbot für Lehrerinnen im Text einfließen. Wie kann ich nicht daran denken, wenn ich vielleicht meinen Beruf verlieren werde, weil Menschen sich fürchten vor ein bisschen Stoff? Wie kann ich nicht daran denken, wenn manche Menschen meinen, ihre Art vom Leben ist der Standard von jedem? Wird sie damit das Publikum überzeugen? Seit fast 2 Jahren arbeitet Ashwak Sharif an einer Basler Sekundarschule als Deutschlehrerin. Von Anfang an mit Kopftuch. Im Klassenzimmer gefilmt werden möchte sie aus Angst vor negativen Reaktionen nicht, obwohl es an der Schule selbst nie Probleme gegeben habe. Es ist genau gleich, wie wenn man ohne Kopftuch unterrichten würde. Ganz normal. Ich habe nie etwas anderes gespürt oder das Gefühl, ich werde anders wahrgenommen. Und für die Kinder ist das auch überhaupt kein Problem. Ich habe auch niemals die Frage, was das ist. Und ich glaube, mit 13, 14 interessiert sie wirklich gar nicht, was die Lehrperson anhat, sondern eher, was die Noten sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie mit Kopftuch unterrichten darf, denn in der Schweiz herrscht diesbezüglich ein kantonaler Flickenteppich. Neben dem Kanton Basel-Stadt ist das Kopftuch beim Unterrichten nur in den Kantonen Basel-Landschaft und Tessin erlaubt. In den Kantonen Bern, Freiburg, Jura, Wallis, Waadt, Solothurn, Aargau, Schwyz und Glarus hingegen herrscht faktisch ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen. Begründet wird das mit der konfessionellen Neutralität der Schule und teils gleichzeitig mit der Orientierung an christlichen Werten. Einzig in den Kantonen Neuenburg und Genf, wo Staat und Religion strikte getrennt sind, steht das Verbot explizit im Gesetz. Für Genf gibt es ein Gerichtsurteil. Das Bundesgericht entscheidet 1997, der Kanton darf einer Lehrerin das Kopftuch im Unterricht verbieten. Die konfessionelle Neutralität an der Schule habe Vorrang. Sie war es, die klagte.
Lucia Dalab. Mein Ziel ist es, dass man verschleierte Muslimas wie jede andere Bürgerin behandelt. Das Urteil gilt für den Kanton Genf, weil hier die religiöse Neutralität im Gesetz steht. Doch auch andere Kantone stützen sich auf das Urteil. Es gibt auch Muslimas, die so argumentieren. Zum Beispiel Jasmin El-Sonbati. Sie ist ebenfalls Lehrerin und skeptisch gegenüber dem Kopftuch. Ich akzeptiere es selbstverständlich als Ausdruck von einer gewissen Frömmigkeit, aber ich kann es für mich nicht gutheißen. Jasmin El-Sonbati steht kurz vor der Pensionierung als Gymnasiallehrerin in Basel. Kaffee mit einem Lehrerkollegen. Auch mit ihr dürfen wir nicht an der Schule drehen. Zu heikel. El-Sonbati ist als Tochter eines muslimischen Vaters und einer katholischen Mutter in Ägypten und der Schweiz aufgewachsen. Sie setzte sich als Autorin kritisch mit ihrer Religion auseinander. Das Kopftuch war für mich nie eine Option. Ich bin mit einem Islam aufgewachsen in den 60er Jahren, 70er Jahren, wo es das Kopftuch überhaupt gar nicht gegeben hat. Das ist ein Phänomen, das dann eigentlich später als Habitus quasi so in den 80er Jahren, Mitte 70er Jahre, 80er Jahre aufgenommen worden ist und wo man uns Musliminnen gesagt hat, das gehört jetzt dazu. Im Schulzimmer habe ein religiöses Symbol wie das Kopftuch jedenfalls nichts zu suchen. Ich glaube, das kann die Religionsneutralität fördern. Es kann eine Beeinflussung indirekt oder direkt entstehen auf Kinder, Jugendliche. Und das ist etwas, was ich nicht gut finde und was keinen Platz hat in der Schule. Mit dieser Meinung ist Jasmin El-Sonbati nicht alleine. Es gibt sowohl nationale Bestrebungen wie auch kantonale Vorstöße, das Kopftuchverbot für Lehrerinnen explizit gesetzlich zu verankern. In den Kantonen Zürich, Aargau, Thurgau und St. Gallen. Die Argumente sind religiöse Neutralität, Gleichberechtigung, unklare rechtliche Situation und Vorbildfunktion. Wie hält es die Lehrerin Ashwak Shrif mit der konfessionellen Neutralität? Sie tragen das explizit religiöse Symbol. Wie garantieren Sie, dass Sie auch religiös neutral unterrichten? Ich finde, Neutralität ist nicht das Gleiche wie Sichtbarkeit. Als Lehrerin werde ich gemessen nach meinen Kompetenzen, nicht nach meinem Outfit. Ich missioniere nicht, nur weil ich das Kopftuch anhabe. Und ich finde, diese Aussage an sich ist auch ein bisschen, oder beschränkt mich auf nur mein Kopftuch. Das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, ich habe Gedanken, ich habe so viel mehr in mir als nur das. Das Kopftuch in der Schweiz wird als religiöses Symbol gelesen, vielleicht auch von Schülerinnen. Beeinflusst es die Schülerinnen denn nicht? Die Schülerinnen wissen, dass ich Muslimin bin, offensichtlich. Sie wissen auch von anderen Lehrpersonen, dass sie religiöse Ansichten haben. Und ich finde es eher wichtig, dass wir den Schülerinnen beibringen, schaut, es gibt viele Religionen und schaut, ich bin Teil vom Islam, die Person ist Teil vom Christentum, die Person ist Teil vom Judentum und wir alle existieren im gleichen Raum. Wir alle sind Lehrpersonen, wir alle sind gleichgestellt. Ich finde, es ist eher wichtiger, den Kindern jetzt schon beibringen, du kannst andere Glauben haben und immer noch auf der gleichen Ebene sein mit anderen Menschen, anstatt zu sagen, hey, das gibt's nicht, das Thema Religion, wir sprechen es nicht an, wir sind blind und stumm und das gibt's nicht und ihr dürft nicht mal sehen, was ich bin. Die politischen Vorstöße gegen das Kopftuch im Schulzimmer machen ihr zu schaffen. Für manche Leute bedeutet das gar nichts. Es ändert auch nichts in ihrem Leben. Für mich ist das meine Karriere, das ist mein Lebensunterhalt. Und das ist auch genau das, was ich jahrelang studiert habe und vorbereitet habe und gelernt habe. Und ich freue mich darauf, es ist meine Leidenschaft und ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Und da wird mir einfach gesagt, ich darf das nicht, nur weil ich eine Entscheidung treffe, die andere für sich vielleicht nicht treffen wollen. Zurück beim Poetry Slam in Bern. In ihrem Text thematisiert Ashwak Shrif auch ihre Ängste. An solchen Tagen, wenn die Welt mir einfach zu schwer ist, dann gehe ich einfach nur heim. Das ist mein Schutzort und ich rede nicht mehr mit meiner Mutter, weil ich kein Herz habe, ihr zu sagen, warum ihre Tochter vielleicht morgen arbeitslos sein kann. Dankeschön. Der Text hat überzeugt.
Also, da haben wir 28,3 Punkte. Applaus für Poetin. Doch wird sie mit ihren politischen Texten gewinnen? Bern. Pädagogische Hochschule. Hier platzte für die 25-jährige Yumna Al-Zahra ein Traum. Sie studierte hier, bis ihr gesagt wurde, Kopftuch oder unterrichten. Beides geht nicht. Dieser Ort war für mich so das zweite Zuhause. Und ich habe immer hier gelernt. Ich habe alles Wichtige auch hier erledigt. Ja, und wenn ich so einfach von diesem Ort abgewiesen werde, dann ist es sehr schwierig für mich zurückzukommen. Yumna Al-Zahra flüchtete mit 17 Jahren zusammen mit ihrer Familie aus Syrien in die Schweiz. Ende des 2. Semesters an der PH hatte sie alles organisiert für ein Praktikum in der Romandie. Die dortige Lehrerin habe ihr versichert, das Kopftuch sei kein Problem. Auch an der PH habe nie jemand darauf hingewiesen, dass sie ihr Kopftuch beim Unterrichten ausziehen müsste. Beim Lernen für die Prüfungen vom 2. Semester habe ich eine E-Mail erhalten vom PH-Leiter, wo es so drin steht, dass ich mit dem Kopftuch nicht unterrichten darf. Ich war so, hey, aber ich habe mich schon für das Praktikum angemeldet. Und jetzt erhalte ich eine Mail und ich bin am Endspurt des 2. Semesters. Das kann ja doch nicht sein. Die PH Bern schreibt der Rundschau, sie orientiere sich beim Thema Kopftuch an einem kantonalen Leitfaden. Die PH Bern bedauert es auch, sollte die Studentin den oben erwähnten kantonalen Leitfaden nicht gekannt haben, weil sie nicht explizit darauf aufmerksam gemacht worden war. Die PH Bern appelliert jedoch auch an die Selbstverantwortung der Studierenden. Es war für mich einfach klar, dass ich das Kopftuch nicht ablegen will. Ich hätte einfach diese Klarheit gewünscht. Also die Klarheit ist, dass ich nicht unterrichten darf mit dem Kopftuch, sodass ich mir einfach diese Mühe und Energie sparen kann und die Zeit. Außerhalb von Bern studieren will Yumna Al-Zahra nicht. Sie bricht ihr Studium ab. Ein Einzelfall, sagt die PH Bern. Die Studentin habe sich selbst entschieden, das Praktikum nicht zu den kommunizierten Rahmenbedingungen zu absolvieren. Man informiere seither aber klarer. Es war eigentlich mein Lebenstraum, also Berufstraum, dass ich unterrichte, weil ich sehr gut darin bin, Kinder beizubringen, wie man rechnet, wie man liest. Und ich habe gedacht, ja, ich schaffe es einfach, wenn ich so an der PH studiere, dann werde ich Lehrerin. Und das war nicht so. Yumna Al-Zahra wird also nie unterrichten. Sie hat für sich eine andere Lösung gefunden. Und was sagen die Schulen zur Debatte um das Kopftuch bei Lehrerinnen? Wir fragen nach bei Thomas Minder, Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz. Als Verbandspräsident habe ich die Haltung vertreten, dass für Lehrpersonen ein Kopftuch nicht geht. Warum? Wir orientieren uns da, oder ich orientiere mich am Beutelsbacher Konsens. Das heisst eigentlich, dass wir einen Auftrag haben, zu lehren. Und das ist das, was im Lehrplan steht, das ist das, was Wissenschaft ist, das, was Fakten sind. Und dass wir da möglichst wertneutral machen, also nicht unsere eigenen Werte im Vordergrund stellen, sondern das, was Lehre ist. Und was sagt Thomas Minder dazu, dass wegen des Kopftuchverbots eine angehende Lehrerin ihr Studium abgebrochen hat? Ja, das ist sehr zu bedauern, dass das so rausgekommen ist, dass sie daher so spät erfahren. Das ist ein Schicksal und das ist natürlich schade, weil auf der einen Seite haben wir natürlich auch einen Mangel an Lehrpersonen. Wir sind froh um die Lehrpersonen und das ist ein Dilemma, wo wir drinstecken. Das Dilemma beschäftigt nicht nur die Schulleitungen, sondern auch den Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer. Minder wünscht sich Klarheit. Derzeit ist es so, dass die Debatte im Land auf und ab geht. Und ich bin froh, wenn das geregelt ist nachher, weil dann können wir auch aufhören, darüber zu debattieren. Weil an und für sich ist es auch eine wahnsinnig müßige Debatte, die wir führen. Da können wir uns wiederum da konzentrieren, was wichtig ist in der Schule und das ist Bildung. Warum sagt ihr, es ist müßig? Weil es ein Stück weit eine Politisierung der Bildung ist und das lehnen wir als Verband generell ab. Diese Politisierung geht noch weiter. Das Kopftuch soll ganz aus dem Schulzimmer verbannt werden.
Verschiedene kantonale Vorstöße fordern, das Kopftuch auch für Schülerinnen zu verbieten. Aktuell in den Kantonen Aargau, Zürich und Zug. Hier wird argumentiert mit religiöser Bevormundung, Diskriminierung oder Sexualisierung der Schülerinnen und dass sie das Kopftuch nicht freiwillig tragen würden. Kopftuchverbot bei Schülerinnen, ist das für euch auch ein Thema? Nein. Also ich finde, wenn eine Jugendliche will das Kopftuch anlegen, weil das ihre religiöse Überzeugung ist, dann soll sie das machen können. Obwohl auch das ein Symbol könnte sein? Ja, es ist eben etwas anderes. In unserer Verfassung steht, dass man freie Religionsausübung darf haben. Und da kann es nicht sein, weil man obligatorischerweise in die Schule muss, dass man dann seine Religion nicht mehr ausleben darf. Es ist etwas anderes, wenn man sich entscheidet, um den Beruf als Lehrperson zu erlangen. Oder zum Beispiel, wenn man will, Polizistin werden, dann sieht es anders aus. Wir besuchen das Islamische Kulturzentrum in Liestal. Gebetszeit an Beiram am Zuckerfest zum Ende des Ramadans. Was denken die Menschen hier zum Kopftuch bei Schülerinnen? Wenn die Schülerinnen gleich sich konzentrieren können, mitmachen können, dann finde ich ganz okay. Also ich glaube, mein Kind muss ein gewisses Alter erreichen, damit sie verstehen kann, wieso tragen wir ein Kopftuch. Sie muss das aus eigener Überzeugung tragen. Man muss jede Situation einzeln anschauen, denke ich. Das geht sicher auch, dass man Frau ein Kopftuch aufzwingt. Ich denke aber, das ist ein kleiner prozentualer Wert, also vor allem im europäischen Raum. Wenn ihr so von den neuen Verbotsinitiativen, vor allem in der Schule, hört, was ist eure Reaktion? Ja, eigentlich ist ein bisschen widersprüchlich, weil man sagt ja, es gibt Religionsfreiheit, aber dann tut man da jetzt ein bisschen verbieten, dass man das macht, was man will. Wir treffen die Familie Pelivan. Nur die Jüngste, die 14-jährige Esila, trägt Kopftuch. Als ich mich entschieden habe, hat es sich richtig angefühlt und ich habe eine Woche mal so eine Proberunde gemacht in der Schule und ich habe mich einfach gebunden zu Gott gefühlt und es hat sich einfach richtig angefühlt. Meine Tochter hat sich selber entschieden, hat gesagt, los, ich will das. Wir haben es lange diskutiert. Ich habe gesagt, los, wenn das von dir Inneren kommt, mach's. Du es probieren. Wenn es schwierig wird, kannst du immer noch dich wieder öffnen. Esilas 18-jährige Schwester Asra zögert. Mein grösster Berufswunsch ist, dass ich Lehrerin werden will. Und ich habe mich auch damit befasst. Es sind sehr viele Artikel gekommen, dass Lehrerinnen das nicht dürfen, dass das nicht zu der Neutralität von der Schweiz oder zu den Lehrerinnen gehört. Und ich will einfach wie die Bestätigung, dass ich das machen darf, weil ich will dann nicht, dass ich mich bedecke und dann muss ich mich wieder öffnen, weil die Schule akzeptiert es nicht oder so. Man braucht einfach Mut, man braucht ich weiß es nicht, ich fühle mich einfach, noch nicht stark genug. Und ich brauche einfach vielleicht die Bestätigung, dass ich es mein Leben lang wirklich durchziehen kann. Ich will nicht, dass es mich von verschiedenen Sachen abhält. Sie hat ihr Kopftuch nicht abgelegt und dafür auf den Lehrberuf verzichtet. Hier sind meine Kopftücher. Ich habe, über 50 oder 60 Kopftücher. Und hier haben wir so unterschiedliche Stoffe. Die sind auch von unterschiedlichen Ländern, teilweise von Deutschland, von der Türkei. Ich habe noch weitere Kopftücher, die ich mitgebracht von Syrien. Und ich habe hier noch ein Kopftuch, das ist mein Lieblingskopftuch. Das passt sehr gut zu meinem Hautton und ich trage es sehr gern. Yumna al-Zahra bei sich zu Hause mit ihrer Familie und ihrer besten Freundin. So, dann sitzen wir. Möchtest du neben Yaman sitzen? Ja, kann ich. Sie studiert heute Soziale Arbeit und arbeitet daneben in einem Schulheim. Ja, nachdem ich das Studium abgebrochen habe, habe ich ein Praktikum absolviert. Und dort habe ich die Chance auch gefunden, wo ich richtig arbeiten kann, wo man Rücksicht nehmen kann auf mein Kopftuch, auf meinen kulturellen Hintergrund.
Was sagt sie dazu, dass das Kopftuch Symbol der Unterdrückung sei, weil in einigen Ländern Frauen dazu gezwungen werden? Was sagen Sie zu Ländern, wo es Zwang gibt, also Afghanistan oder Iran? Also im Vergleich zu meinem Fall würde ich ja sagen, dass genau das Gegenteil. Also dort der Staat bestimmt und vorschreibt, wie die Frauen sich bekleiden müssen. Und hier werden die Kopftücher teilweise auch verboten in einigen Bereichen. Ja, ich finde beide nicht in Ordnung. Zurück bei Jasmin El-Sonbati, die dem Kopftuch im Schulzimmer kritisch gegenübersteht. Bei aller Kritik, man müsse die Relationen wahren, sagt sie. Wir haben nicht Schulhäuser, wo Musliminnen, von kopftuchtragenden Musliminnen überflutet werden, weder von Lehrerinnenseite noch von Schülerinnenseite. Das heisst, es wird da etwas eigentlich zur Disposition gebracht, was gar kein Problem ist. Und ich finde, dass da auch eben islamophobe Gefühle sehr wohl geschürt werden können. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber ich verstand auch, wenn Eltern sich wehren dagegen, dass die Lehrerin von ihren Kindern eben so religiös konnotiert ist. Und wo ich eigentlich am meisten Problem habe, das ist jetzt eine religionsinterne Diskussion sozusagen, wo ich als Muslimin führe und wo ich auch dafür einstehe. Das sind einfach, dass die Frauen quasi diejenigen sind, oder, wo quasi den Preis zahlen müssen für einen Islam, der sich als rigid, als konservativ und als puritanisch deklariert. Hier oben auf der Dachterrasse ist Ashwaq Shrif gerne für sich, vertieft sich in den Koran. Für die junge Lehrerin ist das Kopftuch kein Zeichen eines konservativen Islams. Das Kopftuch ist nicht konservativ an sich. Ich glaube, viele denken das, weil sie es mit etwas anderem in Verbindung setzen. Vielleicht zum Beispiel mit Unterdrückung. Unterdrückung per Definition heisst, wenn man etwas macht aus Zwang oder nicht die freie Wahl hat. Und das Kopftuch ist vorgeschrieben im Islam, in ganz verschiedenen Glaubensrichtungen auch. Aber das Tolle daran ist, wenn du es machen willst, dann machst du es. Und wenn nicht, dann musst du auch nicht, weil niemand kann dir das aufzwingen. Der Zwang ist im Islam haram, verboten. Man hört viel von Ländern, wo das Kopftuch Frauen aufgezwungen wird, wo Frauen nicht ohne Kopftuch voraus dürfen. Was sagen Sie denen? Ich würde genau das Gleiche antworten. Zwang ist verboten. Zwang ist falsch, egal in welcher Form. Mir ist es wirklich gleich, ob der Zwang von rechts oder von links und um welches Thema es geht. Wenn irgendjemand etwas aufgezwungen wird oder abgezwungen wird, dann ist es einfach falsch. Ashwaq Shrif darf das Kopftuch beim Unterrichten tragen. Doch wie lange noch? Was würden Sie bei einem Kopftuchverbot in Ihrer Schule machen? Dann hätte ich keinen Job. Ich wüsste ehrlich gesagt wirklich nicht, was machen. Mein Kopftuch steht nicht zur Debatte. Meine Entscheidung als Frau steht nicht zur Debatte. Ich will mich genau so kleiden, wie ich will. Und ich will nicht, dass der Staat mir das vorschreibt. Ich habe verstanden, dass meine Stimme auch zählt und ich bin laut, wenn es um deine und meine Rechte geht. Und ich habe etwas erkannt. Liebes Publikum von heute Abend, lasst euch von einer Poetin gesagt bekommen, wie mächtig unsere Stimmen sind. Denn ich hier vorne bin nur ein Windstoß mit einem Mikrofon, aber gemeinsam können wir ein verdammter Hurrikan sein, der durch jedes Land geht. Und auf diesen Landesgrenzen werde ich ein Haus bauen aus Sprachen, in dem ich alle Kinder der Diaspora willkommen heißen. Hier bei mir musst du dich für nichts entscheiden, keine Seite einnehmen, mische sie neu. Mit ihrem Aufruf für Toleranz überzeugt Ashwaq Shrif und gewinnt den Abend. Doch ihr Kopftuch bleibt politisch unter Druck. Mehr Rundschau-Geschichten auf Play SRF streamen.